Eins ist jedenfalls klar, ich muss zu diesem Thema Angst nicht viel erklären. Ich meine, da gibt es die großen Ängste in der Welt vor Krieg und wer weiß was allem, aber offen gestanden, am meisten bedrängen uns natürlich die Gefahren, die wir so richtig hautnah erfahren. Krankheit. Wer so einen Arztbesuch vor sich hat und befürchten muss, dass da jemand sagt, also du hast nicht nur Husten, dem ist nicht ganz wohl. Die Angst, geliebte Menschen zu verlieren. Die Angst, durch eine Prüfung durchzusausen, einen Job zu verlieren, was auch immer es gibt. Also jedenfalls, es gibt einen Haufen Ängste und die haben ja immer die Wirkung, ja, was denn für eine? Dass man weglaufen möchte, flüchten, wenn es einen Fluchtweg gibt, oder man ist gelähmt, man starrt, sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange, die das Kaninchen fressen will, auf die Angst. So, man ist gelähmt, man kann gar nicht zu, man sollte. Wenn man dann was tut, das ist das Gefährliche bei der Angst, tut man in der Regel das Falsche. Also Angst ist kein guter Ratgeber. Wenn Panik ausbricht in einem Kino, ich glaube, hier ist im Augenblick genug Platz und die Ausgänge sind noch offen, alles ist verschlossen und so, und dann wollen alle raus. Natürlich wollen alle das Richtige, aber in der Panik trampeln sie sich tot, verstopfen die Eingänge. Das heißt, die Angst treibt uns, wir halten es nicht aus, ruhig zu sein und mit kühlem Kopf und ruhiger Hand an der Problemlösung zu arbeiten, sagen, wir wollen hektisch sofort, das Kürzeste ist das Schnellste, und dabei passiert in der Regel das Verheerendste. Also das mit der Angst ist schon eine üble Geschichte. Damit ist auch genug von Analyse. Ich will jetzt nicht hier Angst machen. Ich will einsteigen mit einer Beobachtung, die mich absolut überrascht. Ich meine, vielleicht seid ihr ja gekommen und haben gesagt, ja gut, wir reden über die Angst, aber so ein Prediger, der wird natürlich sagen, wenn du an Gott glaubst und wenn du an Jesus glaubst, dann ist das mit der Angst alles nix. Und wenn ihr die Bibel lest, ich hoffe, dass ihr es tut, ich empfehle das dringend, man sollte Originalton des Wortes Gottes sich schon zumuten. Am meisten enttäuschend finde ich immer Leute zu treffen, die dagegen sind und haben es nie wirklich gelesen. Die wissen gar nicht, wogegen sie sind. Also ich möchte Sie an diesen Tagen schon verlocken, selbst mit Heißhunger und Neugier, meinetwegen auch mit Kritik und Fragen, die Bibel zu lesen. Sie werden staunen, man entdeckt überraschende Dinge. Auch Dinge, von denen man nie gedacht hätte, dass die drinstehen in der Bibel. Zum Beispiel denkt man ja, Jesus, das wäre so eine Nummer gegen die Angst. Nun, wir lesen in den Evangelien, im Johannesevangelium, als es sich zuspitzt, das waren ja 3 spannende Jahre, die die Leute mit Jesus erlebt haben, von seinem Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit bis zum Schluss. Das ging ja dramatisch los. Tausende haben Jesus gesucht. Warum? Weil er das angeboten hat, was bis heute das am meisten Gesuchte ist. Gesundheit ist die Hauptsache, sagen die Leute. Und es wird uns berichtet, dass Hunderte und Tausende kamen und ihre Kranken mitbrachten. Ist doch klar, wer heilen kann, wer das verspricht, da kommen die Leute in Strömen. Gut, nur wenn dann wirklich auch was passiert und wenn man nicht irgendwelchen Scharlatanen aufsitzt, die einen zwar abzocken, aber zum Schluss ist man kranker als zuvor. Das kann ja auch passieren. Bei Jesus passierte das nicht. Und das war faszinierend, der Kreis von meist jungen Leuten, muss ich dir vorstellen, die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, junge Männer, auch Frauen, waren ja in der Regel so zwischen 20 und 30. Also das war schon eine ziemlich starke Truppe. Und die waren fasziniert, weil sie erlebten, was für eine heilende, verändernde, lebensneu gestaltende Kraft von diesem Jesus ausging. Aber
nach den 3 Jahren, ich meine, zwischendurch gab es auch mal Prügel, es gab auch mal Kritik, es gab auch Widerstand, war mal heiße Luft, sah mal nicht nach Erfolg aus und zum Schluss aber wurde ganz dicke Luft. Und am Abend vor der Hinrichtung, als es sich wirklich zuspitzte, sitzt Jesus bei einem Festmahl mit seinem engsten Jüngerkreis zusammen beim sogenannten Sedermahl, dem Eröffnungsfestmahl des Passafestes, wo Juden sich treffen, um sich zu erinnern an diese große Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Es hat einen ganz bestimmten Ritus da, wie dieses Festmahl abhing. Es war, Jesus hielt das, wird berichtet alles. Und dann an diesem Abend werden viele Gespräche. Und Jesus redet. Und im Johannesevangelium, im 4. Evangelium, da haben wir einige Kapitel, in denen Johannes, der besonders eng und intensiv mit Jesus verbunden war, sehr viel auch berichtet. Nicht nur, was passierte, was wir in allen Evangelien lesen, sondern in diesem Bericht auch wörtlich, wir nennen diese Kapitel die Abschiedsreden Jesu. Also, Johannesevangelium, wenn Sie Zeit haben, heute Abend, morgen, übermorgen, lesen Sie Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17. Also Sie können auch bis 21 lesen, aber 13 bis 17, da haben Sie das, was wir die Abschiedsreden nehmen. Und Jesus sagt manches, was auch ziemlich besorgniserregend ist. Er nimmt kein Blatt vom Mund. Das zeichnet ihn überhaupt aus. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie merken, dass Jesus nie von der Sorte von Verkäufern war, die immer natürlich die Vorteile anbieten. Wie toll das ist und überhaupt alles ganz perfekt und so. Ne? Wer was verkaufen will, der muss es anpreisen. Der wird natürlich nicht sagen, naja gut, das geht aber kaputt und möglichst schnell und so. Ist auch ziemlich teuer, sondern es wird lauter Vorteile. Dass es natürlich auch Negatives gibt, das werden die Leute, wenn sie es gekauft haben, schon selber leider entdecken. Ne? So ist Jesus nicht. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie feststellen, dass Jesus auf eine erstaunliche Weise deutlich Sachen gesagt hat, die sich eher abschreckend anhörten als einladend. Und sagt er, wenn du sowas sagst, dann darfst du dich nicht wundern, dass die Leute mit dir nichts zu tun haben wollen. Aber da kommen wir noch drauf. Aber an diesem Abend war es auch. Er hat das gesagt. Sie wussten das, es wird schwierig. Draußen in Jerusalem war das schon zu spüren, wie die Machthaber sich zusammenrotteten. Ja, es gab Hunderte, die von Jesus begeistert waren, aber die Macht hatten, die planten seinen Tod. Das ging in der Nacht dann los. Und als Jesus spüren muss, dass im Kreis seiner Freunde sich die Angst ausbreitet, was sagt er da? Alles nicht so schlimm? Schaffen wir? Wir schaffen das. Ne? Wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht? Sagt er nicht. Im Johannes Kapitel 16, der letzte Satz, da sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt nicht, natürlich gibt es Angst in der Welt, aber ihr, wenn ihr an mich glaubt und mit mir lebt, habt natürlich keine Angst. Nein. Er beschreibt das, die Situation der Welt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist normal. Ich empfehle, Griechisch zu lernen und Hebräisch, dann kann man die Bibel auch in den Ursprachen lesen, außerdem sehr interessant. Im Griechischen steht hier ein interessantes Wort für Angst, was der Luther mit Angst übersetzt. Angst ist ja ein Gefühl. Wenn es schwierig wird, gefährlich wird, dann hat man das Gefühl der Angst. Aber hier steht eigentlich nicht nur diese Reaktion, sondern es steht hier, in der Welt habt ihr Bedrängnisse. Es wird eng. Klar, wenn es eng wird, dann stellt sich bei uns das Gefühl der Enge ein,
im Hals. Daher kommt das Wort Angst. Eng und Angst. Also in der Welt, sagt Jesus, er stellt erstmal ganz schlicht fest, in der Welt, so ist die Welt eben, es gibt kein Leben ohne Engpässe. Dass es ganz gefährlich, quietscheeng wird, dass es uns zusammenschiebt, zusammenpresst, zusammendrückt und wir sagen, da komme ich nicht durch. Ja, sagt er. So ist die Welt. Es gibt keine andere. Und wenn ihr normal tickt und nicht besoffen seid oder auf Drogen, dann habt ihr Angst. Denn Angst ist ein ganz normales Alarmsystem. Natürlich ist Angst nicht schön, aber das Leben ist wichtig. Schmerzen sind nicht schön, aber wehe, wenn ein Mensch keine Schmerzen empfinden kann. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte einen Bekannten, dessen Kind hatte eine gefährliche Krankheit. Kam eines Tages zum Arzt und der Arzt stellte fest, einen nicht mehr zu heilenden Tumor im Schädel. Ich fragte, wieso? Der muss doch geschrien haben. Stellten sie fest, dass er keine Schmerzempfindung im Schädel hatte. Und deshalb überhaupt kein Warnsignal kam. Da breitete sich über lange Zeit ein tödlicher Tumor aus im Schädel und ergriff die Knochen bereits. Und das ist verheerend, sieht das aus. Und er sagt, kein Tod. Das heißt, Schmerzen sind das Signal, da stimmt was nicht. Und wenn man Schmerzen hat, die etwas heftiger sind, dann treibt es einen selbst zum Zahnarzt. Wer geht schon freiwillig zum Henker? Ne? Da lässt man sich mit dem Pressluftbohrer da das Maul behandeln. Aber man tut das ja nicht, weil man das so toll findet, sondern weil man solche Schmerzen hat und hofft, dass der jetzt was macht. Und selbst wenn es dann so komische Behandlung gibt, macht man das. Also ja, niemand findet Schmerzen gut, aber Gott sei Dank, ein normal gesunder Mensch empfindet Schmerzen, um diese Signale zu spüren, um dann zu sagen, hallo, da ist was nicht in Ordnung, da muss ich jetzt unbedingt jemanden aufsuchen, der was davon versteht, um die Ursache zu beheben und dann hoffentlich gehen auch die Schmerzen dann davon weg. Klar. Also Angst und Schmerzen gehören zu unserem Leben. Das sind Signale, die sagen, Achtung, es wird gefährlich eng. Was tun wir jetzt dagegen? Ich meine, wenn einer zugedröhnt ist mit Alkohol und Drogen, dann ist er betäubt und nimmt die Wirklichkeit nicht wahr. Der schläft mitten auf der Autobahn und denkt, er läge auf dem Sofa. Das funktioniert aber nicht. Er ist nicht mutig, sondern er ist einfach ein Realitätsverlust. Also das wollte ich erst mal sagen, damit hier keine falschen Erwartungen kommen. Also wenn ich sagen würde, aber wenn du Christus nachfolgst, an Gott glaubst, wirst du keine Angst haben, dann würde ich sagen, ja, was ist denn das für ein Betrug? Das ist ja ein Lügenversprechen. Das sollte man zunächst mal sagen. Wer ein Leben ohne Angst verspricht, lügt. Und das Angebot, das sagt, dass er macht, ist schon nicht mehr lebenstauglich und solide. Und ich bin sehr besorgt zu sehen, dass manche das in christlichen Glauben verkaufen, als wären sie Drogenhändler. Das haben kluge und kritische Leute natürlich schnell durchschaut. Deshalb hat der Karl Marx ja gesagt, Religion ist Opium des Volkes. Das verkaufen sie den Leuten, damit sie bedusselt sind und die eigentlichen Probleme nicht wahrnehmen, keine Schmerzen spüren und nichts dagegen tun. Er sagt, du musst ihnen erstmal diese Drogen wegnehmen, damit sie spüren, was die Probleme sind, damit sie zupacken und Lösungen suchen. Na gut, was er denn gemeint hat, wo die Probleme liegen und wie man die beheben sollte, nun, da bin ich anderer Meinung. Aber diese Analyse, dass man berauscht ist, betäubt ist und nicht
die Wirklichkeit im Leben und denkt, wenn ich nur es hinkriege, meine Angstsignale zu betäuben. Und deshalb, ich meine, machen wir uns nichts vor. Die allermeisten kippen sich mit Bier und Schnaps zu und lösen so ihre Probleme. In Ehen und Familien, im Beruf und was sie haben, anstatt die Ursachen anzupacken und wirkliche Lösungen zu haben. So kannst du die Angst vertreiben mit besoffenem Kopf und zugedröhnt mit Drogen, aber so kannst du natürlich kein Problem gelöst. Das ist Lüge. Und wenn man Religion dazu gebraucht, den Glauben so verkauft, dann ist es, und hat Karl Marx natürlich recht, das Opium des Volkes. Das ist Betrug. Also von der Sorte bin ich nicht, und das wird in der Bibel nicht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Nun muss ich eine Fußnote dazu machen, damit es kein Missverständnis gibt. Alarmsysteme sind gut. Ich weiß nicht, habt ihr sicherlich auch. Ich habe da neulich ging bei uns der Brandmelder an. Es ohrenbetäubend. Ja, warum? Dachten, ist die Hütte, brennt die Hütte schon, war gar nicht so schlimm. Na, die Bratkartoffeln in der Küche haben ordentlich, ne? Und wir haben leider die Tür aufgelassen von der Küche, zog's also durch den Flur rauf und oben fing's an. War nicht wirklich so schlimm, musste dann rauf, runter bis so. Also gut, man muss dann schon gucken, wenn Alarmsysteme schrillen, was ist jetzt die Ursache? Ist das Ding kaputt? Sind es nur die Bratkartoffeln auf dem Herd? Es gibt natürlich auch Alarmsysteme, die kaputt sind, die einfach, und wenn der Zustand der Angst in uns permanent schrillt, und wenn man sich umguckt, sagt er, was ist hier eigentlich los? Ist eigentlich kein guter Grund. Das gibt es auch. Und das will ich sagen, Fußnote, wer solche schrecklichen Angstzustände kriegt, und die sind sehr viel weiter verbreitet, gerade in unserer Zeit und in allen Altersstufen, als wir wahrhaben wollen. Da ist das keine Kleinigkeit, da kann man dankbar sein, dass Gott auch Menschen ausgestattet hat mit Kenntnis. Da braucht man einen guten Arzt, der sich mit Leib und Seele auskennt und einem helfen kann. Also, dass wir hier nicht die Dinge zu einfach sehen. Also, wenn ein Alarmsystem dauernd schrillt, ein ganzes Leben lang, unerträglich schrillt, ohne dass es wirklich einen erkennbaren Grund gibt. Übrigens ist das, die Fachleute nennen das diffuse Ängste, also gestreute Angst. Du weißt gar nicht, woher die kommen. Du siehst gar nicht, da ist kein Hund, der dich anbellt, da brennt's nicht, da ist auch nicht so. Ich meine, obwohl heute bei den Nachrichten und Kriegsdrohungen und all sowas, da schrillen schon ganz schnell Alarmglocken. Gesundheitlich und wer weiß was. Aber nehmt das als Fußnote mit. Wenn das Alarmsystem dauernd schrillt, ohne dass erkennbar ist, wovor eigentlich, was ist hier die Gefahr, dann muss man einen ganz, ganz gründlichen, tiefen Blick in die Seele eines Menschen tun und Hilfe suchen. Auf jeden Fall braucht man Hilfe. Da helfen keine Sprüche, stell dich nicht so an oder so. Da hilft dann auch nicht einfach, wir beten mal miteinander und dann ist okay, obwohl Beten immer gut ist. Und er der Arzt ist. Aber oft sagt der Arzt, pass mal auf, ich habe ein paar Mitarbeiter auf dieser Erde, die habe ich dazu geschaffen, dass sie dir helfen. Und wenn du ein Bein gebrochen hast, dann betest du, aber du gehst auch zum Arzt und lässt es gipsen. So. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann du beten, er hilft mir, aber du wirst hoffentlich auch zum Zahnarzt gehen und dir helfen lassen. Es ist nicht ein Entweder-Oder, beten oder. Wie hilft Gott? Also okay. Also Jesus sagt erstmal, das ist das Erste, was ich heute sagen möchte. In der Welt habt ihr Angst. Und das sagt er seinen engsten Nachfolgern.
entschieden mit ihm gelebt haben und die gerade eine Erfahrung machen beim Sedermahl, wo er Brot und Wein austeilt und ihnen die Gemeinschaft zuspricht. Ganz und gar gehören sie zu Jesus. Und da sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Und dann, wie geht's weiter? Aber seid getrost, so heißt es bei Luther, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Getrost sein, steht im Griechischen, seid mutig. Aber seid mutig. Was ist Mut? Wenn einer stockbesoffen ist und über eine Autobahn läuft, dann ist das kein Mut, sondern der ist einfach nur betrunken und kann deshalb die Gefahren nicht realistisch einschätzen. Das ist kein Mut, sondern das ist Tollkühnheit. Es gibt es nicht nur mit Alkohol, es gibt auch sonst Leute, die verhalten sich irgendwo total waghalsig, weil sie einfach zu doof sind, die Realität, die Gefahr realistisch einzuschätzen. Finden sich ganz toll dabei und kriegen einen vor die Fresse, dass es nur so kracht. Zu Recht. Das ist kein Mut. Was ist Mut? Mut ist, dass ich eine reale Einschätzung der Wirklichkeit, der Gefahr habe. Und dass ich dann abwägen kann mit kühlem Kopf und ruhiger Hand, was tue ich jetzt? Was ist wirksam dagegen? Standhalten? Dagegen angehen? Kann ich was tun? Also Angst vor Hunden oder so, ich weiß ja nicht, viele. Frühere Bundeskanzlerin, die hatte ja auch Angst vor Hunden und deshalb hat der Putin bei Besuchen freundlicherweise immer seinen großen Hund an ihr schnuppern lassen. Das war Putins Diplomatie mit Frau Merkel. Ja, gut. Also manche haben Angst vor Hunden. Also Strategie heißt zum Hund anständig böse in die Augen schauen und dann gucken, bis er den Schwanz einzieht und abhaut. Wer gewinnt? So. Naja gut, also wer die stärkere Nerven hat, es gibt ja so verschiedene Tricks, was es jetzt angibt. Es gibt aber auch Situationen, dass du sagst, hier ist das Beste ist, du suchst einen Bunker auf. Also wenn es Fliegeralarm gibt über einer Stadt, wie es jetzt nun leider in vielen Orten der Welt, ist ja nicht Ukraine, Israel, Gaza. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im Sudan ein furchtbarer, mörderischer Krieg tobte. Tausende werden hingeschlachtet. Die meisten Leute in Deutschland wissen gar nichts davon, weil es in Zeiten gar nicht vorkommt. Zeitungen gar nicht vorkommen. Also wenn Flieger kommen und Yachtflugzeuge oder Drohnen, das schickt man ja heute mit den Drohnen und dann Raketen, da ist Mut nicht zu sehen. Hallo, Flitzebogen ziehen oder hier Hände hoch, wie kann ich die fangen? Sondern da gibt es nur flüchten, möglichst schnell weglaufen, bombensicheren Bunker finden. Das ist das Einzige, was vernünftig ist. Also was ist Mut? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, die Welt ist so, es gibt kein Leben, in dem es nicht solche Engpässe gibt, in denen man furchtbare Angst bekommt und die Signale schrill. So weit, so normal und niemand, auch Jesus verspricht nicht, dass das nicht passiert. Aber, sagt er, was hilft dagegen? Sei mutig, seid getrost. Und da hat er einen Grund, der heißt, ich habe die Welt besiegt, heißt es hier wörtlich. Ich weiß nicht, was Sie für eine Bibelübersetzung lesen. Bei Luther heißt es überwunden. Manche Bibelübersetzer sagen es ganz wörtlich, wie es im Griechischen steht. Ich habe die Welt besiegt. Mann, sagt man, das ist mal ein Versprechen. Ich werde nicht vergessen, wie ich dieses Wort zum ersten Mal gründlich an mich habe herankommen lassen. Und da fand ich das
und finde es bis heute immer noch sehr, sehr fremd. Wenn ich mich in die Rolle der Leute versetze, die mit Jesus bei diesem Abend, bei dem Festmahl dort zusammensaßen und das hören. Ich sage, was ist denn? Hat gesiegt, er hat die Welt, also diese Zerstörungsmächte, diese Bedrohungsmächte, die uns solche Angst einjagen, mit Recht besiegt. Wenige Stunden später, das können 1,5, 2 Stunden später gewesen sein, ist er nicht mehr in diesem Saal mit seinen Freunden, sondern ist durch Jerusalem gegangen, ist Kidron-Tal runter und in Gethsemane, das ist so eine Ölplantage am Fuß des Ölbergs. Kann man bis heute besuchen. Ich habe ein Jahr lang in Jerusalem gearbeitet, vor vielen Jahren. Ich war dort Pastorenlehrling. Vikar nennt man es in der evangelischen Kirche. Ein Jahr lang in der deutschen Kirche, deutschen Gemeinde in Jerusalem, der Erlöserkirche, die ganz im Zentrum von Jerusalem steht. Und da ist das, da kenne ich jeden Schritt und das ist bis heute so. Du gehst da raus aus dem Stephanstor und gehst in Kidron-Tal runter und dann steht da unten die restlichen alten. Botaniker sagen, diese alten Ölbäume, die dort unten gezeigt werden, können gut 2000 Jahre alt sein. Müssten es nicht, aber können gut so sein, so ganz alte, knorrige Dinge. Und da Open Air übernachtete Jesus. Und dann berichtet er, dass er mit seinen Jüngern dorthin geht und dass er dann zu dem engsten Kreis sagt, bleib bei mir, lass mich nicht hinein, bleib wach. Die aber pennen ein. Dann geht er alleine weiter und dann heißt es wörtlich, das liest man im Lukas-Evangelium, dass Todesangst ihn überfiel und sein Schweiß tropfte wie Blut auf die Erde. Er schwitzte Blut aus Todesangst. Er betete aber keine feierliche Gebetshaltung. Er schmiss sich auf den Boden vor Gott und schrie, mein Vater, dass dieses Leiden, diesen Leidenskelch an mir vorübergeht. Alle Dinge sind möglich bei dir. Er appelliert an den allmächtigen Gott. Wenn Gott allmächtig ist, kann er doch alles, oder? Jesus appelliert an den allmächtigen Gott. Lass diesen Leidenskelch vorbei. Und er hat Todesangst, so dass er Blut schwitzt. Sehen so Sieger aus? Gut, er kämpft sich durch in diesem Gebet zu dieser Gewissheit. Gott sagt nicht nein, er hat keinen anderen Weg und er geht diesen Weg. Er wird verraten und er verhaftet. Es gibt eine furchtbare Nacht der Lügen und des Unrechtsprozesses und er wird zum Tode verurteilt und sie treiben ihn durch die Straßen von Jerusalem unter dem Gejohle der Bevölkerung und nageln ihn an die Holzbalken und hängen ihn da auf, so brutal wie die Römer das mit Nichtrömern zu machen pflegten, mit Tausenden damals machten. Stunden, manchmal tagelang hingen diese Menschen dort und es war ein Sterben, eine Mischung aus Verbluten und Ersticken. Bei Jesus ging es relativ kurz, 6 Stunden. Viele von denen, die die Römer gekreuzigt haben, haben tagelang an diesen Kreuzen gehangen, bis sie gestorben sind. Und als Jesus dort hängt und schreit, unten stehen die Leute und spotten und sagen, du bist doch Gottes Sohn, ne? Steig herab vom Kreuz, dann glauben wir dir. Du wolltest doch allen helfen. Du kannst dir selber nicht helfen. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann doch niemand helfen, oder? Ist doch logisch. Kann doch jeder begreifen. Lachen, lauter religiöse Leute. Bildung und Religion hat noch nie vor Bestialität geschützt. Täuschen wir uns nicht. Auch mit Doktortitel und Cellospieler sind zu bösestem, brutalstem Handeln möglich. Das ist in der ganzen Geschichte bis heute real und das war an dem Tag, als sie Jesus kreuzigten, war das auch erkennbar. Und die Freunde haben gedacht, er wird es ihm beweisen, er wird die Nägel
schlagen, er wird ihnen die Querbalken des Kreuzes auf den Schädel schlagen und zeigen, wer hier die Macht hat. Nix. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat nicht einmal mehr die Kraft, selber ein Gebet zu formulieren. Denn dieser Satz ist ein Psalmwort, Psalm 22. In solchen Situationen, wo du keine Kraft mehr hast, da greifst du nach dem, was du immer gelernt hattest. Jeder fromme Jude kannte Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit er. Man kann es gar nicht richtig verstehen, weil die Leute, die unten stehen, sagen, was schreit er da? Ruft den Propheten Elia, komm, können wir mal, vielleicht hilft der Elia. Sie verstehen es. Eli, lama sabachthani, heißt es auf Aramäisch, dieses, mein Gott, warum was? Und er, keine Antwort, er stirbt. Was ist das? Im Bericht in Matthäus 27 steht vorher noch der Satz, und es war eine Finsternis, um 12 Uhr mittags, mitten am Tag Finsternis. Sagen Leute, wie das? Wie kann das sein? Gewitter oder was ist da? Ein prophetisches Zeichen. So heißt es beim Propheten Amos, auch sonst. Der Gerichtstag Gottes, an dem wird der helle Tag verfinstert werden. Und bis in die Äußerlichkeiten des Hinrichtungstages wird deutlich, was sich hier vollzieht am Kreuz, ist nicht nur ein sich austoben der unmenschlichen Brutalität, das auch, es wird dort entlarvt, sondern es wird auch das Gericht Gottes vollzogen. Und zwar auf wunderbare Weise getauscht. Gott hat den, so heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde etwas wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wird zur Lüge, zum Hass, zum Mord, zur Menschenverachtung, in Person und so behandelt. Er trägt das Gericht Gottes, des heiligen Gottes, das du und ich, wir verdient haben. Zu Recht. Er nicht. Er tut auch das, was niemand kann. Keiner von uns kann in das Leben eines anderen. Selbst wenn wir aus Liebe das möchten, geliebten Menschen ihr Leid abnehmen und tauschen, damit sie es nicht erleiden müssen. Wir können es wünschen, aber wir können es nicht. Jeder lebt sein Leben und jeder stirbt seinen Tod. Allein. Selber. Kein Tausch ist möglich. Der Einzige, der nicht in diese furchtbare Schranke gewiesen ist, in dieses Gefängnis, nicht tauschen zu können. Was wir oft möchten. Ich meine, alle Eltern kennen das. Eltern, die erleiden müssen, dass Kinder sterben, haben keinen größeren Wunsch, als tauschen zu können. Eine Mutter, ihr Kind in den Armen, wie wir das erlebt haben bei Freunden, Kind von 5, 6 Jahren erlebt, wie es in den Armen an Blutkrebs stirbt. In wenigen Wochen. Hat nur eine Sehnsucht, der Vater auch, ich möchte tauschen. Ich möchte es selber erleiden, diese tödliche Krankheit, wenn ich es dir, meinem geliebten Kind, dafür abnehmen könnte. Geht nicht. Das ist die furchtbare Grenze aller menschlichen Liebe. Wir können nicht dem anderen das Leben abnehmen. Wir können uns nicht, wie wir mit einem Fremdwort sagen, identifizieren. Wir können nicht derselbe sein. Wir können das versuchen, in Gefühlen und Gedanken und mit Worten möglichst nah ranzukommen. Aber wir können nicht tauschen. Der Einzige, der diese Beschränkung nicht hat, ist der Schöpfer des Universums, der in Raum und Zeit nicht gebunden ist.
und der tut, was einzigartig ist und wozu es keinen Vergleich in dieser Welt. Deshalb ist es auch so schwer zu begreifen. Gott wird Mensch. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5. Und da sagt dann der Paulus, darum bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes wurden. Totaler Tausch. Und das passiert am Kreuz, als er schreit. Er geht in die Todeseinsamkeit der Gottverlassenheit. Und das ist die letzte Quelle an aller Angst. Angst ist immer die Angst, ich bin verlassen. Von Menschen, die mich schützen. Ne, deshalb schreien auch Männer in der Angst, Mama! Ne? Weil diese Sehnsucht, da mag eine Mutter sein, die mich schützt. Das ist die Urerfahrung in der Hilflosigkeit des Menschen, dass da ein Schutz ist, der mich bewahrt. Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus. Und geht in die Stelle, damit wir nie, sie und ich, du und ich, wir nie in diese Hölle der letzten Gottverlassenheit und Einsamkeit gehen müssen. Wer soll das begreifen? Niemand hat das begriffen unter dem Kreuz. Die Kirche noch nicht und die Freunde nicht. Alle weggelaufen, haben sich versteckt. Erst als am übernächsten Tag, am Ostermorgen es anfing, dass der auferstandene Jesus ihm begegnete. Sie konnten es nicht glauben. Mühevoll setzte er sich gegen ihre Zweifel durch. Und dann begriffen sie, Gott hat ihn auferweckt und bestätigt, er ist der Sieger. Wir dachten, das wäre die totale Pleite. Und durch die Auferweckung wird klar, jedes Wort, das er gesagt hat, war Gottes Wort. Jede Tat, die er getan hat, auch die Heilungen da, gut, da hatten sie gedacht, das riecht nach Gottes Kraft. Es ist Gottes Tat, ja, es war's. Aber die stärkste Beweis seiner Allmacht und seiner Liebe war sein Sterben am Kreuz, wo er das Gericht stellvertretend trägt. Er ist der Sieger. An dem Abend, als Jesus das seinen Jüngern zum ersten Mal sagt, in der Welt habt ihr Angst, seid mutig, ich habe die Welt besiegt. Da hören sie seine Worte und vielleicht haben diese Worte ihnen auch Vertrauen eingeflößt, aber verstehen konnten sie es noch nicht. Es ging dann in die Nacht des Verrates und des Todes und sie alle liefen weg, alle, auch die, die vorher geschworen haben, und wenn wir mit dir sterben, müssen wir. Niemand hat sein Wort gehalten. Erst als der Auferstandene ihnen begegnet, dämmert es ihnen. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat das Gericht Gottes für mich getragen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Lasst euch versöhnen mit Gott, ruft er. Lasst euch versöhnen mit Gott. Also beides muss man festhalten. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er verspricht keine Welt ohne Angst. Auch seinen Jüngern nicht. Er lügt nicht. Das, was er anzubieten hat, ist realistisch, ist lebenstauglich. Für eine Welt voller Engpässe und Bedrängnisse, voller Schmerzen, voller Not. Aber seid mutig. Ihr habt Grund, sagt er. Ihr müsst nicht mit besoffenem Kopf die Wirklichkeit verleugnen und so tun, als wäre das alles nicht so gefährlich. Ihr habt Grund. Wo ist der Grund?
Ihr gehört zu dem, der die tiefsten Tiefen der Abgründe der Angst durchlitten hat und kennt. Nichts ist ihm fremd. Er kennt euer Herz, er kennt eure Schreie, eure blutenden Seelen. Und er ist auferstanden, er ist der Sieger. Nichts kann euch trennen von ihm. Und das ist jetzt durch die ganze Bibel die Grunderfahrung der Leute, die mit dem lebendigen Gott, in Israel schon, da kennen sie ihn, er hat sich offenbart. Jetzt für alle Völker durch Jesus ist das geöffnet. Also, nimm mal ein Beispiel. Im Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Hier ist ein Bunker, das ist Burg. In der alten Welt, heute, Burgen kennen wir noch so als Ruinen, die helfen heute nichts mehr. Damals waren die der beste Schutz gegen die Anziehenden, aber gegen Bomben heute Bunker. Ja, das ist Schutz. Oder nehmt den Psalm 46. Das ist ein großer Psalm. Den muss man einfach in diesen Tagen kennen. Am besten auswendig. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Heißt es da. Wenngleich die Welt unterginge. Wir haben einen Bunker, wir haben eine Zuflucht. Und jetzt sage ich es nochmal, wie Jesus das macht. Dazu muss man mal im Matthäus-Evangelium lesen will, deshalb gebe ich die Stelle, könnt ihr auch zu Hause nachlesen, wenn ihr keine Bibel hier habt, Matthäus 10, Vers 28, und das Volk. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Ja, er bezweifelt nicht. Die meisten von denen, die dabei stehen, sind gewaltsamen Todes gestorben, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Jesus hat nicht gesagt, das wird euch nicht passieren, bei mir seid ihr immer auf der sicheren Seite. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber eure Person ist der Mensch, jeder Mensch, eine lebendige Seele ist, die Gott, der Schöpfer, durch seinen Geist zum Ebenbild gemacht hat. So lesen wir das, 1. Mose 1 und 2. Gott gibt seinen Atem. Und so macht er jeden Menschen zu seinem Ebenbild. Die meisten Menschen wollen davon nichts wissen, gehen ihre eigenen Wege, vergessen das. Trotzdem, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und so von Gott mit einer unverlierbaren Person, Seele beschenkt. Deshalb, wer sich darauf verlässt, dass mit dem Tode alles aus ist und dass er deshalb für nichts verantwortet, der wird sich bitter täuschen. Wenn wir hier die Augen schließen, werden wir vor unserem Schöpfer aufwachen. Und er garantiert unsere Menschenwürde. Unsere unverlierbare Menschenwürde ist, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, zu dem Gott gesprochen hat. Und jeder Mensch ist dazu berufen und geschaffen, Gott Antwort zu geben. Und wer wegläuft in diesem Leben und Gott vergessen will und sagt, ich habe nichts mit ihm zu tun, ich brauche ihn nicht und ich gebe ihm keine Antwort, wird erstaunt feststellen, dass er, wenn er die Augen schließt in diesem Leben, vor Gott aufwacht und Gott sagt, und ich habe dich geschaffen, um mir Antwort zu geben. Was hast du getan mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe? Er wird uns als Richter begegnen, jedem. Ob du das geglaubt hast oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es wird dann entscheidend sein, ob du versöhnt bist mit Gott.
Oder meint es, du könntest ihn einfach streichen aus deinem Leben. Du brauchtest sie nicht. Und damit käme man schon klar. Nein, nein. Das Gericht Gottes ist die Garantie der unverlierbaren Menschenwürde. Eine gute Nachricht. Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild und hat eine unverlierbare Würde. Deshalb, wir Jesus-Leute gehen durch die Städte und sehen auch die Menschen, die Gott vergessen haben und die sich in Dreck um ihn und sein Wort kümmern. Wir sehen sie mit dem Glanz. Ihr seid geschaffen als Ebenbilder Gottes, geliebt, und er sehnt sich, dass ihr endlich umkehrt und begreift. Hört es doch, lasst euch versöhnen mit Gott. Schaut auf das Kreuz, da hängt Gott, der in die Hölle geht für uns, damit wir in den Himmel gehen, dass wir in Gottes Gemeinschaft leben können. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sagt Jesus, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ja, das ist das Letzte, sagen die Leute. Da kommen die Prediger und drohen mit der Hölle. Na, Jesus tat es. Wollte er uns Angst machen? Du kannst ja keinem Angst machen, das hilft ja alles nichts, wer es nicht glauben will. Es ist Liebe. Es ist Liebe. Er sagt uns die Wahrheit, damit wir ihm nicht vorwerfen können, er hätte uns betrogen und hätte mit uns Geschäfte machen wollen und uns als Köder erzählt, wer mir folgt, Jesus folgt, wird glücklich und kennt keine Angst und keine Schmerzen und was es da für religiöse Lügen gibt. Nein, nein, Jesus hat die Wahrheit gesagt. Mir nachzufolgen, hat er gesagt, wir werden euch hassen um meines Namens willen, alle Völker. Sie können euren Leib töten, aber sie können euch nicht trennen von mir. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Fürchtet euch, habt die Ehrfurcht, tiefe Ehrfurcht vor dem Schöpfer, Herrn und Richter des Lebens. Das ist Realitätsbezug. Und weil das so bedrohlich trotzdem sich anhört, dass es sagt, ja, das gibt es Gefahren, in denen verlierst du dein Leben. Während wir hier so gemütlich sitzen Tausende von Jesus-Nachfolgern weltweit in Gefängnissen, in Rattenlöchern, in Straflagern, werden gequält und gefoltert, haben ihre Familien verlassen, in arabischen Staaten, im Iran, in Nordkorea. Und sie stehen zu Jesus. Und so ist es in der ganzen Geschichte gewesen. Und in unseren Tagen hat es Ausmaße weltweit genommen wie noch nie. Das hat Jesus hier gesagt. Und er hat sie getröstet. Fürchtet euch vor Gott, ja? Aber seid getrost. Verkauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen? Ja, also ein paar Cent. Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Spatzen. Haben Sie je die Haare auf dem Kopf gezählt? Ich habe meinen Friseur gefragt. Der wusste, dass ein Mann so durchschnittlich 900.000 und die Frauen ein paar mehr haben. Wenn die Männer nicht so langsam so einen breiten Scheitel entwickeln. Ja, das ist, wenn bei den besonders Intelligenten wächst das Hirn durchs Haar, dann wird der Scheitel immer breiter. Aber ich habe mich noch nie dafür interessiert, dass ich möglicherweise 900.000 Haare hatte. Und Jesus sagt, das möchte ich dir sagen, der Vater im Himmel hat jedes Haar. Er sagt, ist mir piep egal, wie viel da beim Kämmen rausgehen. Ich habe die noch nie gezählt, habe auch keinem Haar eine Träne nachgewiesen. Ihr sollt wissen, eure Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Was euch nicht wichtig ist, so sorgfältig. Ein Spatz, der nichts wert ist, in der Hand Gottes. Was für eine Zusage der Geborgenheit.
angesichts bedrohlicher Gefahren, die das Leben kosten können. Und dann sagt er, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Er sagt, die Nachricht von Jesus, dem Retter, hören, dem Herrn aller Herren, der uns geschaffen hat und der Richter sein wird. Und der am Kreuz unser Versöhner ist, weil er stellvertretend das Gericht für uns trägt. Und bittet, dass wir es annehmen, geschehen lassen, dass diesen Tausch. Er sagt, an mir fällt die Entscheidung. Wer sich zu mir bekennt, wer sich an mich klammert, wer mir glaubt, das heißt sein Leben festmacht, voll Vertrauen an mir, der hat Teil am Sieg Gottes, am Sieg des gekreuzigten und auferstandenen Königs. Und er sagt, ja, die Entscheidung für Jesus entscheidet vor Gott über Zeit und Ewigkeit. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor dem Vater im Himmel, im Gericht. Wer mich verleugnet vor den Menschen, also dass jeder bekommt, was er will. Wer sagt, ich brauche Gott nicht, ich komme auch so zurecht, mir fehlt nichts. Jesus, wer glaubt schon an Jesus? Okay, sagt Jesus, du brauchst mich nicht, ich werde mich nicht aufzwingen. Liebe vergewaltigt nicht. Sie bittet. Bitten an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gleich wird der Chor dieses Lied singen. Ich komme zum Kreuz. Ich habe dieses Lied erst in Mennonitengemeinden kennengelernt. In unserer Gemeinde singt man das nicht. Aber seitdem ich es gehört habe, liebe ich es. Weil ich sage, das ist der ganze Ausdruck, worum es geht. Und das wünsche ich mir heute Abend. Dass hier Menschen sind und auch Zuschauer über Livestream, die sagen, ich komme zum Kreuz. Ich habe begriffen, an diesem Kreuz, an dem Jesus für mich stirbt, stirbt der König aller Könige, der Schöpfer und Richter und Herr der Welt. Und er geht in das Gericht, das ich verdient habe, um zu tauschen. Und er breitet die Arme aus, um mich zu umarmen und in die Arme zu schließen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein. Und wenn du das Gefühl hast, so ist die Wirklichkeit und so möchtest du schreien, so wird er dich spüren lassen, dass er umarmt. Wenn du nie vergisst, ich hörte den Bericht einer jungen Frau, Iranerin, die sich zu Jesus bekehrte, Muslima war, zu Jesus bekehrte, brillante, intelligente Frau aus bürgerlicher Familie in Teheran. Und sich dann wegen Jesus ins Gefängnis kam. In Teheran, in diese furchtbaren Foltergefängnis. Und sie verzweifelte fast. Sie berichtete darüber vieles Schöne, ich mache das ganz kurz, in dieser Folterqual, der sie ausgesetzt war. Nie war das Licht aus, 1,5 mal 1,5 Meter war die Zelle. Und als sie drauf und dran war zu verzweifeln, passierte etwas Unglaubliches. Sie hatte das Gefühl, dass Gott selbst sie in die Arme schließt. Die Herrlichkeit Gottes ihre Zelle erfüllt. Als sie dann entlassen wurde und ihre ganze Not, sie hat das in einer großen Veranstaltung, internationalen Veranstaltung vor Studenten erzählt. Man kann es im Internet bis heute hören, dieser Lebensbericht. Dann zu Hause mit ihrer Mutter darüber spricht, die auch Muslima war, die auch zum Glauben gekommen war, diese ganze Not. Und dann erzählt die Mutter, dass sie eines Tages mit einigen Geschwistern zusammen gewesen ist und so verzweifelt war über der Not, nicht helfen zu können. Und dass sie im Gebet zu Gott geschrien haben
und gebetet haben, Herr Jesus Christus, in diesem Augenblick schreien wir zu dir und bitten, dass du Ladene, so hieß sie, in die Arme schließt und sie nichts anderes spürst als deine Vaterarme. Und dann sagen sie, sag mir, wann war das? Und dann rechnen sie. Und dann entdecken sie miteinander, es war genau dieser Tag. Es war genau dieser Tag. Und vor den Studenten sagte diese junge Frau, die damals so Mitte 30 war, als sie den Bericht erzählte, und sagte, seid bereit. Der Herr hat uns die Wahrheit gesagt, sie werden uns hassen, um seines Namens willen, in allen Völkern. Auch in Deutschland. Und er hat gesagt, eure Haare sind gezählt und niemand kann euch von mir trennen. Niemand kann euch von mir treffen. Du hörst solche Berichte und denkst, unglaublich. Und wisst ihr was? Niemand kann diese Gewissheit im Voraus haben. Niemand kann diese Gewissheit im Voraus haben. Aber Jesus verspricht, dass wenn er uns in diese furchtbare Nöte schickt, wenn er meint, er müsste sie uns zumuten, um seines Namens willen, dann wird er uns in seine Arme schließen. Versteht ihr, warum ich begeistert bin von Jesus? Weil er einlädt und rettet und uns mit Gott versöhnt und aber uns nicht belügt und uns irgendetwas das ist das größte Leid am Christentum, das ich erlebe, an vielen frommen Gemeinden. Dass sie einem Lügenevangelium folgen und der Wahrheit nicht ins Auge schauen. Versprechungen machen, die keiner halten kann und keiner halten wird. Aber Jesus kennenlernen, zu sagen, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, es gibt Engpässe und Bedrängnisse und es wird sehr eng. Aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Während dieses Lied jetzt gesungen wird, überlegt, ob du es beten willst. Nachher will ich dir einen Rat geben, wie du es ganz konkret heute Abend machen kannst. Bitte.